So, hallo zusammen zu der neuen Session Dreamfall, Book 2. Herzlich willkommen. Ich freue mich, es ist alles blind jetzt. Und ich habe jetzt den Sechser bin ich am Gamen. Und jetzt wollte ich da zwischen ein bisschen Dreamfall spielen mit der wunderbaren Zoe. Mal schauen, was da so kommt. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal, würde ich mal sagen. Da ist, haben wir ja alles gesehen gehabt. Die Einstellungen sollten gut sein. Book 2 starten. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit Dreamfall. Kommen wir. Rebels. Cool. Kapitel 3. Trials. Still, Kindchen, still. Leg deinen Kopf auf dein Kissen, mein Kleiner. Bald bist du zu Hause bei Arma. Ich hab dich vermisst, mein Kind. Ich hab dich vermisst hier im Tiefen, im Dunklen, im Kalten. Komm zu mir, mein süßer kleiner Kian. Komm. Heim. Wie geht es ihm, Naane? Wird er überleben? Eure Magie hat ihn aus der Dunkelheit zurückgebracht. Meine Magie hat ihm geholfen zu bleiben. Aber nun ist es allein sein Kampf. Er muss sich entscheiden zu leben. Still, Kian, still. Bette deinen Kopf auf das Kissen. Bald bist du zu Hause. Im Tiefen, im Dunkeln, im... Warum halten wir ihn am Leben? Er ist der Feind. Lass das Fieber ihn verzehren. Nein, Liko. Wir haben ihn aus einem Grund hergebracht. Wir brauchen ihn. Lebend. Du hast mich befreit, Kian Alvane. Gib dir nicht die Schuld an meinem Tod. Das ist es, was ich wollte. Frei zu sein, wiedergeboren zu werden. Wenn ich euch töte, werdet ihr jeden Ruck meiner Klinge spüren, während euer Leben versiegt. Euer Schmerz, eure Schande, eure Entehrung werden meine Rache sein. Und ich werde da sein, um zu erleben, wie eure Seele zu den niederen Reichen hinabsteigt, zum Schatten in diesem tiefen, dunklen, kalten Wasser. Sie können euch nicht ewig beschützen, Apostel. Am Ende werdet ihr euch euren Sünden stellen müssen und ihr werdet dafür bezahlen. Schlaf, mein Kind. Schlaf und wach nie mehr auf. Wir warten auf dich, wir alle. Wir warten im Tiefen, im Dunklen. Komm zu uns. Da draußen gibt es nichts mehr für dich. Du gehörst hierher, zu Arma, im tiefen, dunklen, kalten. Für immer und ewig. Ich muss gehen. Er wird bald aufwachen. Sorgt dafür, dass er isst und trinkt. Er wird sich erholen. Die einzigen Wunden, die ich nicht heilen kann, sind die in seinem Inneren. Diese muss er selbst heilen. Wach auf, Kian. Wach auf. Wach auf. Wo im Namen des Schattens bin ich? So, da sind wir. Albträume haben wir anscheinend gehabt. Wir sind ja verwundet worden, als wir durch das Portal sind. Das letzte Mal mit dem Kian. Und ja, jetzt schauen wir gucken, wie das da weitergeht. Jetzt bin ich gespannt, wer da noch so ein bisschen rum ist. Ziele? Wo bin ich? Sieh dich in der Enklave um. Okay, alles klar. Wir sind durch die Tasten. Jawohl. Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht einfach getötet haben, als sie Gelegenheit dazu hatten. Schließlich ist er unser Feind. Er hat Raven ermordet.
Ich habe gehört, er ist übergelaufen. Der Apostel ist jetzt anscheinend einer von uns. Ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Aha, bin ich da bei den Rebellen gelandet, hä? Hallo? Scheiße. Ja? Er ist hier. Was, wenn er gehört hat? Sie warten in der Haupthalle auf euch. Okay. Ich kann etwas schnüffeln. Kann ich irgendwie noch rennen? Nein, kann ich nicht. He? Moment. Also kann ich noch die Perspektivort wechseln. Ah, das ist auch da vorne. He? Jetzt kann ich heute schauen, was da noch so ist. Bibliothek. Wer ist das? Hallo? Dir kann ich nicht reden, hä? Aber so ein Hemdli hättet ihr mir geben können, für anzulegen. Hey. Mal den Verband wechseln und so. Ah, die sind da am Studieren ein bisschen, hä? Also gehen wir schauen, was da los ist. Ah, anscheinend sind wir da jetzt bei den Rebellen, he? Und die sind mir nicht alle so richtig gut gesehen. Jetzt muss ich, jetzt laufen ist schon wieder vorbei. Hier rein muss ich. Obens. Ja, das sieht noch aus. Oh, was ist denn das für einer mit seinen Ohren dort? Hä? Oder eine? So Katschit-mässiges Katzen-Dings. Was hast du vor? Hast du vor, den Wächter umzudrehen? Warum sollte ich etwas so Offensichtliches machen, wie den Wächter umzudrehen? Das wäre ein idiotischer Zug. Ich weiß nicht, weil du eine Frau bist. Ach, halt die Klappe und spiel dein Istrum. Dräng mich nicht, ich muss Nicht nachdenken. das. Na, dann ist Ein es passiert, Streamfallspiel. Mach einfach, was du sonst auch machst und schieb die Steine um, bis du verlierst. Still, ich brauche Ruhe. Ich weiß Eine genau, junge welchen Sith. Zug ich jetzt machen In würde. Assadir gab es Was ein wirst paar, du machen, aber sie Osak? wurden gejagt wie Nein, Tiere. sag's mir nicht. Ich glaube, ich weiß es. Sieht sie das? Unsere Wasservorräte sind gefährlich knapp und ich rieche im Wind keinen Regen. Du wirst heute Abend den Felsen hochsteigen müssen, um die Fässer aufzufüllen. Nimm Anik mit und Ina auch. Beide wollten unbedingt was tun. Sie wird Wache stehen, während ihr zwei die Fässer hochzieht. Er kommt mir irgendwie Ich habe bekannt gehört, vor. dass unsere Körbe Hab ich ihn schon mal leer gesehen. sind, bis auf diese Schreck... Die Partie wäre so schnell zu Ende, wenn ich Oh, an was ist denn Emerald... das für eine? Sieht denn cool aus. Der Verräter ist wieder auf den Beinen. Gepriesen sei das Gleichgewicht. Was machen eure Wunden? Ja, Ich werde Ihre Fragen nicht beantworten, bis ich weiß, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Meine Wunden sind noch nicht vollständig verheilt. Sie haben sie versorgt und sich um mich gekümmert, während ich im Fieber lag. Sie wissen sicher, dass ich noch schwach bin. Das muss eine Prüfung oder sein. das? Ich habe noch Schmerzen, aber vor diesen Fremden werde ich keine Schwäche eingestehen. Ja, ich glaube nicht mehr das. Meine Wunden sind noch nicht vollständig. Ich habe noch Schmerzen, aber meine Wunden verheilen. Was ist das für ein Ort? Ihr wollt mit der Information wohl zu euren Herren laufen und euch euer Leben zurückkaufen, hä? Auch nicht. Nico, ihr seid in der Enklave, der alten Bibliothek, die der Wächterorden des Gleichgewichts in Maguria aufbaute. Sie dient uns als Ausgangsbasis. Uns?
Dem Widerstand, Alvane. Denen, die sich zum Kampf gegen die Asadi zusammengefunden haben. Magische wie Sie und ich. Ich erinnere mich. Das Portal war, oder der Captain, ja. An den Kapitän. Er hat mein Schwert genommen und sich damit durchbohrt. Sein Blut klebt an meinen Händen. Das Portal. An das Portal. Blutmagie. Der Schatten hat mich verflucht. Die Göttin wird mich nicht mehr berühren. Ich werde nie auf den Hängen des ersten Berges wandeln. Das, ich nehme das. Das Portal. Ihr habt Blutmagie eingesetzt, um mich hierher zu bringen. Euer Platz im Jenseits ist euch wichtiger als der Mann, der euch das Leben gerettet hat? Ihr seid sein Opfer wahrlich nicht wert. Balsai Bachim hat sein Leben für eures gegeben, Kian. Warum? Glaubt mir, ich habe dieselbe Frage gestellt. Warum? Warum einen großartigen Mann wie Bachim für euch verlieren? Ein Schlechter, ein Apostel, einen verfluchten Asadi. Ja, du bist ein bisschen misstrauisch, hä? Er beleidigt mein Volk. Die Asadi haben Verbrechen begangen, ja. Aber die Verantwortung dafür liegt bei unseren Anführern, nicht bei jedem einzelnen Asadi. Diese Kreatur, dieser Mann... Ich habe in meinem Leben viele Dolmari gesehen, aber an dem hier kommt mir irgendetwas vertraut vor. Ja, ich glaube, ich nehme das. Kenne ich euch? Vielleicht. Andererseits sehen Angehörige meines Volkes für euch doch alle gleich aus, oder nicht? Wir sind Vieh. Ich habe meinem Volk den Rücken zugekehrt. Ihr seid jetzt also auch noch ein Verräter, Kian Alvane. Das fügen wir eurer Liste von Verbrechen hinzu. Ja, angreifen, ey. Ich werde niemanden, schon gar keinen Dolmari, so mit mir reden lassen. Nein. Mein Leben wurde mir bereits aus der Hand genommen. Warum haben Sie all diese Opfer für einen Verräter und Feind gebracht? Ja, das nehme ich nicht. Das nehme ich Wunder. Warum bin ich hier? Wir haben euch auserwählt. Für euer Leben haben wir Kapitän Bachim in den Tod geschickt. Wir brauchen euch. Als ein Symbol. Aber auch für so viel mehr. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen Führung. Wir brauchen Hoffnung. Unsere Zahlen schwinden. Die meisten Nordländer haben sich mit der Besatzung der Asadi abgefunden. Menschen wenden sich vom Widerstand ab und verschließen die Augen vor dem Völkermord an den Magischen. Wir brauchen jemanden, der uns Hoffnung gibt, damit wir uns wehren und siegen können. Ihr seid ein Werkzeugapostel, eine stumpfe Waffe, nichts weiter. Wir brauchen eure Hilfe, Kian. Werdet ihr euch uns anschließen? Habe ich eine Wahl? Es gibt immer eine Wahl. Und jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ihr könnt mich nicht gehen lassen. Und wenn ich mich weigere, werdet ihr mich töten. Wir werden euch vielleicht ohnehin töten. Gebt mir nur einen Grund. Wir haben so viel geopfert, um euch herzubringen. Das ist eure Chance auf einen Neuanfang, Kian. Ein neues Leben. Auf die Erlösung, die ihr sucht, wie ich weiß. Ja, der Liko ist ein bisschen... misstrauisch, hä? Ich kann niemals einer von ihnen sein. Aber welche Wahl bleibt mir? Ich habe keinen Platz mehr, keinen Glauben, keine Mission. Was spielt es für eine Rolle, dass ihr Widerstand nicht meiner ist? Indem ich gegen mein Volk kämpfe, könnte ich es retten. Ja. Sollen sie mich doch einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Sollen sie mich doch töten. Ich werde nie einer von ihnen sein. Ich glaube es, ich weiss nicht. Das ist wieder etwas. Ja, ich nehme Ich kann das. niemals einer von Ich ihnen bin sein. gerettet, du. Mal schauen. Welche Wahl bleibt mir? Was soll ich für euch tun? Ihr werdet heute Abend in die Stadt gehen mit Liko und Enu. Sie werden euch Anweisungen geben und euch im Auge behalten, um sicher zu gehen. Zu helfen, falls nötig. Ich werde euch aus den Schatten beobachten, Apostel. Ein Giftpfeil wird direkt auf eure Brust gerichtet sein. Ihr wisst, dass wir für die richtige Sache einstehen.
Ihr wisst, dass euer Volk im Unrecht ist. Tut das und beginnt eure Reise zurück ins Leben. Ich tue es für April Ryan. Sie war diejenige, durch die ich an mir zweifelte, an meiner Mission, an meinem Glauben. Verflucht, Gazi. Ihr könnt nichts tun, um diese Schuld je zu begleichen. April ist tot, Kian. Tut es stattdessen für all die, die noch leben. Tut es für die Seele eures Volkes. Tut es für euch selbst. Das Boot wird bald hier sein, um euch zum Zwielicht-Sky in der Altstadt zu bringen. Ich lasse euch wissen, wenn es soweit ist. Nachdem ihr eure Mission erledigt habt, treffen wir uns in Ulviks Taverne. Und falls ihr nicht aufkreuzt, jagen wir euch und ziehen euch die Haut ab wie einem Kaninchen. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ich kein Kaninchen bin. Lasst es drauf ankommen. Liko, genug. Ja, der Liko. Gib mir einfach mal eine Rüstung und leg mal so ein bisschen Augenklappe an und dann können wir wieder reden zusammen. Ist cool. Ja, die April Ryan, die jetzt von ihr geredet worden, die haben wir ja ganz am Anfang vom Spiel, hat man Beerdigung gesehen, das ist ihre Beerdigung gewesen, eigentlich da auf dem Schiff. Ja, cool. Also, Ziele. Sprich mit den anderen Rebellen. Enu, Liko, Yakai und dem einst blinden Bob. Okay. Hirtin. Diese Frau führt den Widerstand der Magischen. Sie ist eine Samare. Ihrer Art bin ich nie zuvor begegnet. Eine Samare, so Heugümpermässig, du. Das ist der Liko. So, du nicht so misstrauisch da. Der da mag mich nicht sonderlich. Der Apostel hat sich also endlich erhoben. Eine Schande, dass das Fieber euch nicht getötet hat. Wir wären alle besser dran. Eine noch größere Schande, dass ein guter Mann sterben musste, damit ihr leben könnt. Ganz gleich unter welchen Umständen. Ich werde niemals zulassen, dass jemand so mit mir spricht. Ja, nee, ich gehe nicht auf Konfrontation. Ich bin mir wieder sicher, dass ich diesen Dolmari schon mal gesehen habe. Und sie ignorieren? Er hasst mich. Und warum sollte er das auch nicht? Sein Volk hat meinem Leid und Tod gebracht. Und wir haben es doppelt vergolten. Wir werden immer Feinde sein. Ja, wiedererkennen ich vielleicht. Ich bin mir wieder sicher. Wir sind uns bereits begegnet, Dolmari. Ich weiß es. Das sind wir. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr noch wisst, wo. Sicher hat es euch wenig bedeutet. Nur eine weitere Blauhaut unter den Tausenden, die ihr ermordet habt. Wie ihr stamme ich aus dem Westen, von dem großen Kontinent, den wir in Tikva Arba nennen. Land der untergehenden Sonne. Der Ort, den euer Volk Mihan-Mir nannte und dann Asadir. Als ob er durch die Besatzung in euren Besitz übergegangen wäre. Ihr gehört den Assad-Dolmari-Stämmen an. Ich bin einer der Dol in Tikva, der Westdolmari, der ersten meines Volkes. Und ja, wir sind uns bereits begegnet, Apostel Alvane. Ihr habt meinen Vater vor meinen Augen ermordet. Hätte meine Mutter mich nicht zurückgehalten, dann hätte ich euch die Kehle rausgerissen. Und keiner von uns wäre heute hier. Wir standen einander noch einmal gegenüber, Jahre später. Aber daran erinnert ihr euch sicher auch nicht. Was bedeutet schließlich schon ein weiterer dreckiger Magischer? Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und eines Tages, schon bald, mache ich euch zunichte. Ich habe der Hirtin geschworen, dass ich meinen persönlichen Groll beiseite stelle. Vorerst. Im Gegensatz zu euch halte ich meine Eide. Aber wenn ich je Verdacht schöpfe, dass ihr vorhabt, uns zu hintergehen, so wie ihr die euren hintergangen habt, dann werde ich nicht zögern. Ich werde euch töten. Und sobald dieser Krieg vorbei ist, begleiche ich die Rechnung. Ihr werdet für den Tod meines Vaters bezahlen, für den Kummer meiner Mutter und das Leid meines Volkes. Merkt euch meine Worte, Schlechter. Eure Tage sind gezählt. Beim Licht der Göttin.
Denk dran, auch Kekse und ein paar Pasteten mitzubringen. Am besten die mit den fermentierten Erdkirschen. Für einen leeren Magen am Morgen ist nichts besser als fermentierte Erdkirschen. Bringen einen in die Gänge. Ja, das tun sie. Kian Alvane. Soldat, Apostel, Assassine. Dich hatte ich mir größer vorgestellt. Ach, egal. Willkommen bei der Bewegung zur Befreiung Merkurias und des Nordlands. Willkommen beim verdammten Widerstand. Wie geht's deinem Rücken, hm? Die Kräuter haben geholfen. Tja, sie versteht ihr Handwerk, unsere Sidmari-Sanitäterin. Und sie war besorgt um dich. Hat bei dir gesessen, bis dein Fieber weg war, ist dir nie von der Seite gewichen. Ich würde ja sagen, sie hat sich in dich verguckt. Aber das war es nicht. Eher als hätte sie eine Schuld beglichen. Ich bin der General, ja? Hab das Sagen hier. Wenn du ein Problem mit der Logistik hast, kommst du zu mir. Deine Koje ist nicht hart oder weich genug? Der General ist dein Mann. Unzufrieden mit den Rationen? Geh zum General. Na, vielleicht ist das nicht so wichtig wie das Abfangen von Kommuniqués oder Anschläge auf die Assadi. Aber hier läuft auch nichts von selbst. Irgendwelche Fragen, Soldat? Ich habe das Gefühl, diesen Mann schon mal gesehen zu haben. Er trug keine Uniform und war kein General, aber seine Stimme und sein Gesicht. Ich weiß nichts über diesen Ort, wo ich essen oder schlafen werde. Er dürfte der richtige Mann für diese Fragen sein. Was könnt ihr mir über das Leben hier sagen? Du hast deine Koje, dein Brot, deine Latrine. Die Hirtin sagt dir, was du machen musst. Das Leben beim Militär, Söhnchen. Viel mehr gibt's da nicht. Mir steht ein Zimmer zur Verfügung? Naja, es ist nicht wirklich dein Zimmer, Jungchen. Nur wenn du schläfst und wenn es nicht anderweitig genutzt wird. Wir arbeiten in Schichten, weißt du? Also benutzt jemand anders dein Bett, während du Dienst hast. Keine Sorge, wir stellen sicher, dass jemand die Flöhe aus den Laken schüttelt und die Nachttöpfe leert. Ist alles hygienisch. Wenn es sonst nichts mehr gibt, kannst du weitermachen. Oh, und Jungchen, mach uns stolz. Hörst du? Der Gewinner spielt als nächstes gegen mich, ja? Seid bereit, vernichtet zu werden von mir. Kommt schon, Leute, jetzt zieht endlich. Die Partie ist doch eh gelaufen. Hallo. Na, ihr seid also der Neue, was? Ich bin Enu. Eigentlich heiße ich Enu Marsantia, Kind des Zwielichts, Tochter von Teama und mein Vater würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass ich Enu statt meines vollen Namens verwende, wie es ein richtiger Sid tut. Aber er ist nicht hier, also, hallo, ich bin Enu. Ihr seid Kian. Ich kann diesen Leuten ein Gespräch nicht verweigern, jetzt wo ich Teil ihres Widerstands sein soll. Das Mädchen verdient eine Antwort. Der bin ich. Toll. Hallo. Assadi, was? Das ist... ja, toll. Bin nie bei Ihnen gewesen. Ist es nett dort? Ich habe gehört, es soll nett sein. Wenn Sie nicht, ihr wisst schon, Krieg führen und Magische ermorden. Das ist alles, was sie von Assadia weiß. Vielleicht ist es nicht so überraschend. Diese Leute sehen nur Soldaten, Eroberer und Besatzer, geführt von Verbrechern. Es liegt in meiner Verantwortung, dass unsere Geschichte vollständig erzählt wird. Glaubt ihr, das sei alles, was wir tun? Oh nein, ganz offensichtlich gibt es Dinge, von denen ich nichts weiß. Es ist nur so, dass wir nicht oft Kontakt mit Assadi haben. Diejenigen, denen ich begegne, tragen Rüstung und Schwerter und brüllen viel rum. Außerdem töten sie Sid. Also bin ich vielleicht voreingenommen?
Jedenfalls wollte ich wollte mich euch bloß, ihr wisst schon, mal präsentieren. Mich vorstellen, euch. Nicht mich präsentieren, das ist unangebracht, Tochter von Tiamar. Ach, tut mir leid, ich vermassle das gerade, nicht wahr? Sie versucht ihr Bestes. Trotz ihrer Vorurteile, trotz der Art, wie wir Asadi sie und ihr Volk behandelt haben, ist sie willens, mir eine Chance zu geben. Sie versucht es zu sehr und schafft es nicht. Sie versucht ihr Bestes, trotz ihrer Vorurteile. Ihr macht das prima. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Eno Marsantia, Kind des Zwielichts, Tochter von Tiamar. Oh, oha. Ganz meinerseits, Kian Alvane, Apostel von den Asadi, Sohn von... Kian genügt. Ihr könnt mich Kian nennen. Gut, oh, Ki. Kann ich euch Ki nennen? Ihr könnt mich Kian nennen. Das ist viel, viel besser. Kian. Willkommen beim Widerstand, Kian. Tut mir leid wegen Liko. Er hat Probleme. Es gibt da eine Vorgeschichte zwischen ihm und mir. Oh, aha. Vorgeschichte. Verstanden. Ich werde nicht nachbohren. Versuche mich zu zügeln. Meine Neugier. Langsam werde ich warm mit ihr. Sie ist nicht halb so nervig, wie es zunächst den Anschein hatte. Und dass ich unter Magischen bin, damit muss ich irgendwann klarkommen. Warum also nicht bei ihr anfangen? Also, was ist eure Geschichte, Tochter von... Einfach nur Eno. Hier nennt mich niemand Tochter von Blabla. Und meine Geschichte ist total unspannend. Das Gegenteil von spannend. Eintönig? Öde? Langweilig? Das ist das richtige Wort. Ich bin ein langweiliges Bauernmädchen. War ein Bauernmädchen. Und ja, man stelle sich vor, jetzt bin ich eine Rebellin. War nicht abzusehen. Naja, das stimmt nicht ganz. Wenigstens lehnen es meine Eltern nicht völlig ab. Sie wären glücklicher, wenn ich dort einen langweiligen Sittbauern geheiratet und langweilige kleine Bauernzittlinge bekommen hätte. Aber sie sind stolz auf mich. Sie glauben an die Sache. Und sie hassen die Asadi total. Tut mir leid. Ihr habt gute Gründe, uns zu hassen. Ja, naja, ich bin nicht sicher, ob ich dorthin zurück kann, wenn das alles vorbei ist. Auf den Hof, meine ich. Ich mag es, für etwas zu kämpfen. Ich mag es, ein Ziel zu haben und nicht nur Landwirtschaft zu betreiben. Eine folgsame Tochter zu sein, jemand, der Sittlinge aufzieht. Offensichtlich. Ich gebe wirklich keine gute Sitt-Ehefrau ab. Ich wäre die schlechteste. Tut mir leid, ich quassle euch hier völlig zu. Dabei wollte ich nur mal Hallo sagen und dann Blurk. Also, Hallo. Und hey, viel Glück heute Abend. Naja, ich werde mit euch kommen, aber trotzdem. Schluss jetzt. Go. Und dann Blog. Ist lustig. Die Füße, was sie da hat. Das ist eine lustige. Die Eno. Wow. Okay. In dem Fall ist eigentlich irgendetwas los, he? Irgendwie. Sie sagt, sie wird hier noch dabei sein. So, wer ist da noch? Rebell? Der Widerstand. Vor einem Jahr noch habe ich sie bekämpft. Heute bin ich einer von ihnen. Also, gehen wir noch schauen, wer da noch ist. Gut gekleideter Rebell. Dieser da ist besser gekleidet als die meisten anderen Rebellen. Er passt nicht so ganz zu ihnen. Ja, vielleicht hat er mir etwas vorzulegen. Hoi, Alvane da. Es ist eine Ehre, eure Augen zu erblicken. Sei? Da ist der Asadi ein Ehrentitel und Hoi ein üblicher Gruß. Er muss mit Asadi zu tun gehabt haben oder er hat Sprache und Gebräuche studiert. Okay, dann tun wir doch korrekt anreden. He? Wer hat euch die korrekte Form der Asadi-Anrede gelehrt? Oh, ich habe einige Jahre lang mit den Asadi Geschäfte gemacht. Bis die Taverne meiner Tante geschlossen und sie selbst verhaftet wurde. Bis ich erfuhr, was wirklich geschah. Ihr wart an dieser Razzia beteiligt.
Im Journeyman Inn. Benrim Salmon ist die Schwester meiner Mutter. Sie hat mich nach dem Tod meiner Mutter aufgezogen. Ich habe ihren Nachnamen angenommen. Ich bin Jakai. Ich habe Befehle befolgt, als ich seine Tante verhaftet habe. Aber das spricht mich nicht von der Verantwortung frei. Ja, ich habe seine Tante verhaftet. Aber eine Entschuldigung würde daran nichts ändern. Eigentlich schon, hä? Nicht, dass ich euch die Schuld geben würde da. Und meine Tante tut das auch nicht. Es war sogar ihre Idee, euch zum Ausbruch zu verhelfen. Sie weiß, was wir an euch haben. Wisst ihr, ich bin erst vor weniger als einem Jahr zum Widerstand gestoßen. Davor war ich Geschäftsmann und meine Kunden waren vorwiegend Assadi. Er will mir offenbar seine Geschichte erzählen. Das sollte ich ihn tun lassen. Ja. Das Geschäft lief gut. Ich habe von der Besatzung profitiert. Ich habe viel Geld gemacht. Es beschämt mich, das jetzt zuzugeben, aber ich habe wirklich an die Assadi geglaubt. Was sie sagten, ergab Sinn. Selbst die Sachen, die sie über die Magischen sagten. Eine Zeit lang gab ich denen die Schuld für alles. Ich ging sogar so weit, der Nationalen Front für Glaube und Familie beizutreten. Wisst ihr, wer das ist? Assadi-Kollaborateure. Eiferer gegen die Magie, Wendehälse. Darauf bin ich nicht stolz. Diese Geschichte scheint ihm wichtig zu sein. Er muss sich das von der Seele reden. Ich sollte ihn fortfahren lassen. Aber dann, als meine Tante festgenommen und zu 5 Jahren in Kaltenstein verurteilt wurde, das hat alles verändert, mir die Augen geöffnet. Mir wurde klar, dass nicht die Magischen die Schuld trifft, sondern die Assadi. Uns. Jene von uns, die nicht den Mund aufmachten oder etwas unternahmen. Die unseren verraten hatten. Er muss das wirklich loswerden. Ich verstehe das. Ich lasse ihn seine Geschichte zu Ende bringen. Es interessiert mich auch. Ich habe den Widerstand ausfindig gemacht und jetzt bin ich hier mit all den tapferen Leuten, so wie Enu. Sie ist großartig, oder? Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie sie sich durchsetzt. Mann, die Sith sind wirklich erstaunliche Leute. So hübsch. Wie dem auch sei, das ist meine Geschichte. Ihr habt ganz schön was zu erzählen. Nicht wahr? Ich bin froh, euch bei uns zu haben da. Das wird unheimlich viel ausmachen. Meine Unterstützung habt ihr. Ich sollte mich jetzt für heute Abend bereit machen. Natürlich, Alvane da. Kian. Tut mir leid, dass ich so viel gequasselt habe. Viel Glück da draußen. Ja, das ist schon recht. Du hast in dem Fall eine Säuge auf den noch geworfen, hä? Jakai. Der Jakai, Salmin. Was ist denn da los? Also, meine lieben Leute, ich mache das jetzt hier im Dreamfall so, dass ich einfach einen Schnitt mache, einen schnellen Schnitt, und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss.